Guten Abend, liebe Kinder, guten Tag, liebe Kinder. Hier ist wieder Pumpeline und ich möchte euch darauf vorbereiten, dass gleich die Kinderfunklesung Der Floh im Ohr beginnt. Mit Klaus-Peter natürlich selbstverständlich. Und er liest heute wieder ein Märchen von den Brüdern Grimm vor. Ja, und dann soll es auch gleich losgehen. Da kommt ja mein Freund Wuffi. Hallo, liebe Pumpeline. Sag mal, wo ist denn der Klaus-Peter? Warum hast du heute die Ansage gemacht? Ja, Klaus-Peter wollte eigentlich, dass ich das mal mache, ich soll mal Fernsehansagerin werden. Ja, ach, gibt es sowas doch? Ja, bei uns in der Kinderfunklesung Der Floh im Ohr gibt es das. Oh ja, aber dann wollen wir jetzt doch mal Klaus-Peter rufen. Die Kinder warten ja schon auf das Vorlesen, ja? Klaus-Peter, Klaus-Peter, wo bist du? Klaus-Peter, wuff, 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 wuff. Ja, da bin ich ja. Hallo, liebe Kinder. Ach, das hast du aber schon gut gemacht, Pumpeline und Wuffi, du natürlich auch. So, dann sagen wir mal schon Tschüss. Wir gehen jetzt und gucken zu und hören vor allen Dingen zu, wie Klaus-Peter euch jetzt vorliest. Ja, liebe Kinder, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass wir alle wieder zusammen sind. Und heute, ja, ich hoffe natürlich auch, dass du gesund bist. Und jetzt suche ich gerade das Märchen. Wo ist es denn jetzt? Da. Ja, Moment. Und das Märchen heißt Die drei Spinnerinnen. Und die zeige ich euch schon mal. Das sind die drei Spinnerinnen, um die es in diesem Märchen der Gebrüder Grimm geht. Es war ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen. Die Mutter mochte sagen, was sie wollte, sie konnte es nicht dazu bringen. Endlich übermannten die Mutter einmal Zorn und Ungeduld, dass sie ihm Schläge gab, worüber es laut zu weinen anfing. Nun fuhr gerade die Königin vorbei. Als sie das Weinen hörte, ließ sie anhalten, trat in das Haus und fragte die Mutter, warum sie ihre Tochter schlage, dass man draußen auf der Straße das Schreien höre. Da schämte sich die Frau, dass sie die Faulheit ihrer Tochter offenbaren sollte, und sprach: Ich kann sie nicht vom Spinnen abbringen, sie will immer und ewig spinnen, und ich bin arm und kann den Flachs nicht herbeischaffen. Da antwortete die Königin: Ich höre nichts lieber als Spinnen und bin nicht vergnügter, als wenn die Räder schnurren. Gebt mir eure Tochter mit ins Schloss. Ich habe Flachs genug, da soll sie spinnen, so viel sie Lust hat. Die Mutter war sehr damit zufrieden, und die Königin nahm das Mädchen mit. Als sie ins Schloss gekommen waren, führte sie es hinauf zu den drei Kammern. Die lagen von unten bis oben voll vom schönsten Flachs. Nun spinn mir diesen Flachs, sprach sie, und wenn du es fertig bringst, sollst du meinen ältesten Sohn zum Gemahl haben. Bist du arm, so achte ich nicht darauf, großer Fleiß ist Ausstattung genug. Das Mädchen erschrak innerlich, denn es konnte den Flachs nicht spinnen und wäre es 300 Jahre alt geworden und hätte jeden Tag von Morgen bis zum Abend dabei gesessen. Als es nun allein war, fing es zu weinen an und saß so 3 Tage, ohne die Hand zu rühren. Am 3. Tag kam die Königin. Als sie sah, dass noch nichts gesponnen war, wunderte sie sich. Aber das Mädchen entschuldigte sich damit, dass es vor lauter Heimweh noch nicht hätte anfangen können. Das glaubte die Königin, sagte aber im Weggehen: Morgen musst du mir anfangen zu arbeiten. Als das Mädchen wieder allein war, wusste es sich nicht mehr zu raten und zu helfen und trat in seiner Betrübnis an das Fenster. Da sah es 3 Frauen herkommen. Die erste hatte einen Plattfuß, die zweite hatte eine sehr große Unterlippe, dass sie über das Kinn hinunterhing, und die dritte hatte einen breiten Daumen. Sie blieben vor dem Fenster stehen, schauten hinauf und fragten das Mädchen, was ihm fehle.
Es klagte ihnen seine Not. Da boten sie ihm ihre Hilfe an und sprachen: Willst du uns zur Hochzeit einladen, dich unser nicht schämen und uns deine Basen nennen, auch an deinen Tisch sitzen lassen, so wollen wir den Flachs wegspinnen und das in kurzer Zeit. Von Herzen gern, antwortete es, kommt nur herein und fangt gleich mit der Arbeit an. Da ließ es die 3 seltsamen Weiber herein und machte in der ersten Kammer eine Lücke, wo sie sich hinsetzten und ihr Spinnen anfingen. Die eine zog den Faden und trat das Rad. Die zweite leckte den Faden an, die dritte drehte ihn und schlug mit dem Finger auf den Tisch. Und so oft sie schlug, fiel Garn zur Erde, und das war aufs Feinste gesponnen. Vor der Königin verbarg das Mädchen die 3 Spinnerinnen und zeigte ihr, so oft sie kam, das gesponnene Garn. Und die Königin lobte sie sehr. Als die erste Kammer fertig war, ging es an die zweite, endlich an die dritte, und die war auch bald aufgeräumt. Nun nahmen die 3 Weiber Abschied und sagten zum Mädchen: Vergiss nicht, was du uns versprochen hast, es wird dein Glück sein. Als das Mädchen der Königin die leeren Kammern und den großen Haufen Garn gezeigt hatte, wurde bald darauf die Hochzeit ausgerichtet. Der Bräutigam freute sich, dass er eine so geschickte und fleißige Frau bekäme, und lobte sie gewaltig. Ich habe 3 Basen, sprach das Mädchen, und da sie mir so viel Gutes getan haben, so wollte ich sie nicht an meinem Glück vergessen. Erlaubt doch, dass ich sie zu der Hochzeit einlade und dass sie mit an dem Tisch sitzen. Die Königin und der Bräutigam sprachen: Warum sollten wir das nicht erlauben? Als nun das Fest begann, traten die 3 Jungfern in seltsamer Kleidung herein, und die Braut sprach: Seid willkommen, liebe Basen. Ach, sagte der Bräutigam, wie kommst du zu der garstigen Freundschaft? Darauf ging er zu der Frau mit dem breiten Plattfuß und fragte: Wovon habt ihr einen solchen breiten Fuß? Vom Treten, antwortete sie, vom Treten. Da ging der Bräutigam zur zweiten und sprach: Wovon habt ihr nur die herunterhängenden Lippen? Vom Lecken, antwortete sie, vom Lecken. Da fragte er die dritte: Wovon habt ihr den breiten Daumen? Vom Fadendrehen, antwortete sie, vom Fadendrehen. Da erschrak der Königssohn und sprach: So sollen mir nun nimmermehr meine schöne Braut ein Spinnrad anrühren. Damit war sie das böse Flachsspinnen los. Ja, nimmermehr sollte sie das Spinnrad anrühren. Und damit sind wir schon am Ende unserer kleinen Lesung, die wir heute hier vorgenommen haben. Jetzt wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Ja, die beiden kommen ja auch noch mal mit hier rauf. Ja, Sophie, guck mal da in die Kamera. So, ja. Und wir sagen jetzt einfach mal Tschüss, pass auf dich auf, pass auf deine Lieben auf. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.